Lieber Theophilus, schon viele haben versucht, all die Ereignisse aufzuschreiben, die Gott unter uns hat getan. Sie haben dazu die Augenzeugenberichte gebraucht, von denen, die schon von Anfang an alles haben miterlebt haben und den Auftrag haben bekommen, Gottes Botschaft weiterzuerzählen. Und so habe ich mich dazu entschlossen, allem von ganz Anfang an vorsichtig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, mit grosser Genauigkeit aufzuschreiben. Du sollst so sehen, wie gut begründet die Sache ist, die du bist gelehrt worden. Gott hat der Engel Gabriel auf Nazareth geschickt, in Galiläa, zu einer Jungfrau, die Maria geheißen. Maria, die war verlobt mit dem Josef, einem Nachkommen vom König David. Der Engel Gabriel ist ihr erschienen und hat zu ihr gesagt: Hallo Maria, du privilegierte Frau. Gott ist mit dir. Maria ist erklüpft ab diesem Gruß und hat sich überlegt, was das bedeuten könnte. Der Engel hat weiter gesagt: Hab keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst ein Kind gebären, einen Sohn. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird gross sein und der Sohn vom Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron von seinem Vorfahren David erheben. Und er wird über Israel regieren und seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Und Maria hat gesagt: Aber wie soll das gehen? Ich bin ja noch eine Jungfrau. Der Engel hat gesagt: Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Darum wird das Kind, das du wirst auf die Welt bringen, auch heilig und Sohn von Gott genannt werden. Hat Maria gesagt: Ich bin am Herzen seine Dienerin. Alles soll so passieren, wie du es hast gesagt. Und dann hat sie der Engel wieder verlangt. Zu dieser Zeit hat der Kaiser Augustus eine Volkszählung im Römischen Reich angeordnet. Es war die erste Volkszählung und ist durchgeführt worden zu der Zeit, wo der Quirinius der Statthalter von der Provinz Syrien war. Und so sind alle in ihr Heimatort gegangen, für sich zu registrieren. Oder Josef hat sich auf den Weg gemacht. Und weil er ein Nachkommen von David war, hat er auf Bethlehem müssen gehen, in Judäa. Er ist also von Nazareth in Galiläa dorthin gegangen, für sich zu registrieren. Und er hat seine Verlobte mitgenommen, Maria, die inzwischen sichtlich schwanger war. Als sie dort war, ist es Zeit geworden für die Geburt. Und Maria hat ihr erstes Kind, einen Sohn, geboren. Sie hat ihn in Windeln gewickelt und nachher in einen Stall, in eine Futterkrippe hineingelegt, wo sie keine andere Unterkunft haben bekommen. In dieser Nacht waren Hirten auf einem Feld in der Nähe ihre Schafe am Hirten. Und plötzlich ist ihnen ein Engel erschienen. Und die Herrlichkeit von Gott hat sie umstrahlt. Die Hirten hatten mega Angst gehabt, aber der Engel hat gesagt: Habt keine Angst. Und ich bringe euch eine Botschaft, die euch und allen Menschen grosse Freude machen wird. Heute ist euch der Retter, der Messias, in der Stadt Bethlehem, der Stadt von David, geboren worden. Und ihr werdet an diesem Zeichen erkennen. Er wird in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und plötzlich ist um einen Engel herum ein ganzes Heer von Engeln gestanden. Und sie haben alle Gott gelobt und gerufen: Gott im Himmel gehört alle her. Weil sein Frieden ist heute auf die Erde gekommen zu den Menschen, die er liebt. Und als die Engel wieder zurück in den Himmel gekehrt sind, hat er zueinander gesagt: Kommt, wir gehen auf Bethlehem schauen, was das ist, was der Herr uns angekündigt hat. Und so sind sie schnell auf Bethlehem gesäckelt und haben dort Maria und Josef in einem Stall gefunden, zusammen mit dem Kind, das in der Krippe ist gelegen. Und als sie es gesehen haben, haben sie erzählt, was ihnen der Engel über das Kind hat gesagt hat. Und alle, die dabei waren, haben gestaunt über das, was ihnen die Hirten erzählt. Und Maria hat alles in ihrem Herz aufbewahrt und viel darüber nachgedacht. Die Hirten sind wieder zurück zu ihren Herden und haben Gott gelobt und dankt für alles, was sie gehört und gesehen haben. Das war alles ganz genau so gewesen,
wie es der Engel gesagt hat. Inzwischen ist es das 15. Regierungsjahr vom Kaiser Tiberius gewesen. Der Pontius Pilatus war Statthalter über Judäa und der Herodes Antipas hat über Galiläa regiert. In dieser Zeit ist der Johannes, der Sohn von Zacharias, von Gott berufen worden. Er hat noch in der Wüste gelebt, aber von dann an ist er auf beiden Seiten vom Jordan durch jede Ortschaft gezogen und hat allen predigt, sie sollen zu Gott umkehren und sich taufen, weil Gott ihre Sünden vergeben will. Alle haben erwartet, dass der Messias nächstens werde kommen, der Retter. Und so wollten sie wissen, ob der Johannes vielleicht der versprochene Messias wäre. Aber er hat ihnen gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber gleich kommt einer, der ist viel grösser als ich. Ich bin es nicht mal wert, sein Sklave zu sein und die Schuhe aufzubinden. Er wird mich mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer von Gerechtigkeit taufen. Er wird mit der Wurfschaufel die Spreu vom Weizen teilen und die Weizen in seine Scheuer legen und die Spreu in einem Feuer verbrennen, das niemand wird ausgehen. Mit diesen und anderen Worten hat der Johannes die Leute aufgerüttelt und die gute Nachricht erzählt vom Messias, der gleich kommt. Einmal, als sich ganz viele Leute taufen lassen, hat sich auch Jesus selber taufen. Als er betet, hat sich der Himmel über ihm aufgetan. Der Heilige Geist ist sichtbar auf ihn herabgekommen, wie eine Taube. Und eine Stimme hat aus dem Himmel gesagt, du bist mein Sohn, mein geliebter Sohn, und du machst mir mega Freude. Den habe ich auserwählt. Jesus war etwa 30 als er seinen öffentlichen Dienst angefangen hat. Die Botschaft von Jesus hat sich schnell im ganzen jüdischen Gebiet verbreitet und er ist regelmäßig in den Synagogen gelehrt. Alle Menschen haben mit grossem Respekt von Jesus geredet. Einmal ist er auch auf Nazareth gegangen. Dort, wo er ist aufgewachsen. Er ist am Sonntag wie immer, oder am Sabbat ist er wie immer in die Synagoge gegangen. Und er ist aufgestanden, um auf der Heiligen Schrift vorzulesen. Der Synagogendiener hat ihm die Schriftrolle von Jesaja gegeben. Und so hat sie Jesus aufgerollt und die Stelle ausgelesen, was heisst, der Geist vom Herrn ist auf mich gekommen. Und er hat mich gesalbt und mich beauftragt, den Armen die gute Nachricht zu bringen. Er hat mich geschickt, denen, die gefangen sind, zu sagen, dass sie werden befreit werden. Denen, die blind sind, zu sagen, dass sie werden können sehen. Und denen, die misshandelt werden, zu sagen, dass sie frei werden sein. Ich verkünde euch, das Jahr vom Herrn, wo er mit seiner ganzen Gnade zu seinem Volk kommt, hat der Buch wieder zurückgerollt und Synagogendiener zurückgegeben und ist abgehockt. Alle haben ihn mega gespannt angeschaut. Und dann hat Jesus gesagt, heute, wo ihr das Wort von den Propheten aus meinem Mund gehört, ist es auch gerade in Erfüllung gegangen. Und alle haben seine Rede gelobt und gestaunet ab der Gnadenbotschaft von Gott. Sie waren aber auch erstaunt, so etwas aus seinem Mund zu hören. Sie haben zueinander gesagt, ist das nicht der Josef, sein Sohn? Aber Jesus hat dann geantwortet, sicher kommen wir jetzt gerade mit dem Sprichwort, Arzt hilft dir selber. Wenn du schon in Kapernaum oben so krasse Wunder hast, dann mach so hier in der Stadt von deinem Vater. Aber ich versichere euch, kein Prophet wird in seiner Heimat akzeptiert. Sicher hat es zur Zeit von Elia in Israel viele Witwen gegeben. Dann, wo es 3,5 Jahre lang nichts geregnet und eine grosse Hungersnot im Land herrscht. Aber der Elia ist zu keiner von denen geschickt worden, sondern zu einer ausländischen Witwe von Sarepta im Gebiet von Sidon. Zur Zeit von Elisa hat es in Israel viele Menschen gegeben, die Aussatz hatten. Aber niemand von denen ist geheilt worden. Der Einzige, der geheilt wurde, war der Naaman von Syrien. Und die Leute von der Synagoge, das haben gehört, sie sind mega verrückt worden. Sie sind aufgesprungen und haben Jesus zur Stadt rausgedrängt. Am Rand vom Berg, wo Nazareth ist, drauf gebaut war. Und dann wollten sie über die Klippen runtermüpfen. Aber Jesus ist durch die Leute durchgelaufen und weitergezogen. Einmal hat Jesus am Ufer vom See Genezareth gelehrt und mega viele Leute haben sich um ihn herumgedrängt.
Da hat Jesus 2 leere Fischerboote am Ufer gesehen. Und die Fischer waren ausgestiegen, für ihr Netz zu waschen. Und so ist Jesus ins eine Boot hineingestiegen. Er hat der Besitzer vom Boot, der Simon, bittet, dass er ihn ein bisschen rausstößt auf das Wasser. Und dann ist er abgehockt und hat von dort aus zu den Leuten geredet. Und mit seiner Rede fertig war, hat er zu Simon gesagt, geh jetzt noch ein bisschen weiter raus, der, wo es tiefer ist, und dann wirf deine Netze aus zum Fischen. Aber Simon hat gesagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gekrampft und nichts gefangen. Aber wenn du sagst, wollte ich meine Netze noch einmal auswerfen. Und so hat er es gemacht. Und schon gleich ist das Netz so voll von Fisch gewesen, dass es fast verrissen hat. Sie mussten die Leute vom anderen Boot zu Hilfe rufen. Und schon gleich sind beide Boote so voll von Fisch gewesen, dass sie fast umgegangen sind. Wo der Simon Petrus das hat gesehen, ist er von Gott, von Jesus auf die Knie gesagt, geh weg von mir. Ich bin ein zu grosser Sünder, ich bin nicht wert, in deiner Nähe zu sein. Weil der Simon und alle anderen sind von grosser Ehrfurcht erfasst worden, als sie einen riesig grossen Fang gesehen. So ist so seinen Partner vom anderen Boot gegangen, Jakobus und Johannes, der Sohn von Zebedäus. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, Simon, hab keine Angst. Von heute an wirst du Menschen fischen. Und als die Boot zurück ans Ufer gezogen haben, haben sie dort alles liegen und sind mit Jesus mitgegangen. Einmal hat Jesus predigt und unter den Zuhörern waren Pharisäer und Theologen aus jeder Ortschaft in Galiläa und Judäa, sogar von Jerusalem. Jesus war so voll von der Kraft von Gott, dass er eine Krankheit hatte. Und einmal sind ein paar Männer mit einer tragbaren dorthin gekommen und haben einen gelähmten Mann darauf hergetragen. Sie wollten zu Jesus reinbringen, aber weil so eine grosse Menschenmenge war, sind sie nicht durchgekommen. So sind sie das Dach hochgeklettert und haben ein paar Ziegeln abgedeckt. Dann haben sie den Mann auf dieser Bar die Leute runtergelassen, direkt vor Jesus seine Füße her. Wo Jesus denen ihr Vertrauen hat gesehen, hat er zum Kranken gesagt, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer und Theologen das haben gehört, wie sie zu ihm gesagt haben, was meint eigentlich, wer er ist? Aber Gott kann Sünden vergeben, das ist Gotteslästerung. Aber Jesus hat ihre Gedanken gekannt und gesagt, warum hinterfragt ihr das in eurem Herzen? Was ist einfacher, dem Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und lauf rum? Aber dir soll sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf dieser Erde Sünden zu vergeben. Und jetzt hat er zum Mann gesagt, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh heim. Und in dem Moment ist der Mann aufgesprungen, hat seine Tragbare zusammengelegt und ist heimgegangen, hat Gott gelobt und preisen. Alle, die dort waren, haben Gott auch gelobt und haben gesagt, heute haben wir unglaublich krasse Sachen. Dann ist Jesus auf einen Berg hochgegangen und hat gebetet. Die ganze Nacht war er mit Gott im Gebet. Am Morgen früh hat er all seine Jünger zusammengerufen und er hat dort 12 ausgelesen, die er von denen Apostel genannt. Das sind der Simon, der später auch als Petrus genannt wurde, der Brüder der Andreas, der Jakobus und der Johannes, dann der Philippus, der Bartholomäus, der Matthäus und der Thomas. Der Jakobus, der Sohn von Alphaeus, und der Simon, der Zelotisch genannt wurde. Der Judas, der Sohn von Jakobus. Und der Judas Iskariot, der später Jesus hat verraten. Jesus ist mit seinen 12 Jüngern, den 12 Aposteln, den Berg runter. Und dann haben sich alle seine Jünger auf einem grossen, flachen Platz versammelt. Es sind noch mega viele andere Leute dabei aus dem ganzen jüdischen Land von Jerusalem. Bis zum Küstengebiet von Tyrus und Sidon. Alle sind gekommen, weil sie Jesus hören wollten, aber auch, weil sie von ihren Krankheiten geheilt werden. Die von bösen Dämonen besessen waren, sind von ihnen befreit worden. Und alle haben probiert, Jesus anzulängen, weil es ist heilende Kraft von ihm ausgegangen. Und er hat sie alle geheilt.
hat Jesus seine Jünger angeschaut und hat zu ihnen gesagt, freut euch, ihr, die jetzt arm seid, weil euch wird Gottes Königreich gehören. Freut euch, die jetzt Hunger habt, weil Gott wird euch satt machen. Freut euch, die jetzt grennt, weil gleich werdet ihr lachen. Ihr dürft euch freuen, wenn euch Menschen hassen, verstoßen und ausspotten, weil ihr euch zum Menschensohn bekennt. Freut euch und kumpelt in die Luft von Freude, wenn das passiert. Weil euer Lohn im Himmel wird gross sein. Weil genau so haben es ihre Vorfahren auch mit den Propheten gemacht. Aber grosse Sorge erwartet euch, die jetzt reich sind. Weil ihr habt euren Anteil jetzt schon einkassiert. Grosse Sorge erwartet euch, die jetzt übersättigt sind, weil ihr werdet Hunger haben. Und grosse Sorge erwartet euch, die jetzt lachen. Weil ihr werdet rennen und klagen. Passet auf, wenn euch alle Leute jetzt loben. Und genauso haben sie ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Aber euch, die bereit sind, mir zuzulassen, sage ich, liebet eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Und betet für die euch misshandeln. Wenn die einen auf die eine Backe schlägt, dann haben wir noch die andere her. Wenn der eine den Mantel wegnimmt, dann gib ihm das Hemd auch noch mit. Gib jedem, der dich fragt. Und wenn dir etwas weggenommen wird, tu es nicht zurückfordern. Behandelt alle so, wie ihr von innen möchtet behandelt werden. Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung? Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, so machen es doch die Leute auch, die nicht nach Gott fragen. Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung? Wenn ihr nur die gut behandelt, die euch gut behandeln. So machen es doch die schlimmsten Sünder. Und warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung? Wenn ihr nur denen auslehnt, wo ihr genau wisst, dass das wieder zurückbekommen. Auslehnen, für jeden Rappen zurück zu verlangen. Das machen sogar die Gott nicht kennen. Darum sage ich euch, liebet eure Feinde, tut ihnen Gutes. Lehnt aus, ohne zurückzuerwarten. Weil dann wird euch Gott im Himmel reich belohnen. Und ihr werdet echte Kinder vom Höchsten sein, weil er ist auch gut zu den bösen und undankbaren Menschen. Habt Mitleid. So wie euer Vater im Himmel Mitleid hat. Tut andere nicht verurteilen, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Verachtet die anderen nicht, dann wird Gott auch euch nicht verachten. Vergebt, dann wird Gott auch euch vergeben. Gebt, dann werdet ihr auch bekommen. Euer Geschenk wird zu euch in vollem Maß zurückkommen. Und zwar zusammengedrückt und zusammengeschüttelt, für Platz für mehr zu machen, bis es am Schluss in eurer Chance überläuft, weil das gleiche Maß, das ihr zum Abmessen braucht, das wird auch Gott brauchen, wenn er für euch abmisst. Am nächsten Tag ist Jesus mit seinen Jüngern auf Naim gegangen. Eine grosse Menschenmenge war mit ihnen. Und als sie zum Stadttor gekommen sind, ist dort gerade ein Grabumzug rausgekommen. Der junge Mann, der gestorben war, war einer Witwe ihr einziger Sohn. Und die Mutter war von vielen Dorfbewohnern begleitet. Als Jesus die Frau, die Witwe, hat gesehen, hat er mega Mitleid bekommen. Er ist zu ihr her und gesagt, du musst nicht rennen. Dann kommst du zum Sarg und hat den Sarg angelenkt. Die Sargträger sind bleiben stehen. Jesus hat gesagt, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Und in dem Moment ist der tote Bub aufgehockt und hat angefangen zu reden. Und Jesus hat ihn seiner Mutter zurückgegeben. Und alle, die drumherum waren, haben Gott gelobt und preisen und gesagt, ein mächtiger Prophet ist uns erschienen. Und Gott ist heute zu seinem Volk gekommen, um ihm zu helfen. Und die Botschaft von Jesus hat sich schnell im ganzen jüdischen Land verbreitet und in den angrenzenden Gebieten. Dann ist Jesus bei einem Pharisäer bis bei ihm daheim zum Essen eingeladen gewesen. So ist Jesus zu ihm gegangen und ist abgehockt. Und in dieser Stadt war auch eine Frau, die als Sünderin ist bekannt war. Und als sie gehört, dass Jesus beim Pharisäer zum Essen ist, hat sie ein Fläschchen teures und kostbares Parfüm genommen und ist dort hergekommen. Sie ist vor Jesus abgeknäuelt und hat gerannt. Ihre Tränen sind Jesus auf die Füße getropft und sie hat es mit ihrem Haar abgetrocknet. Nachher hat sie die Füße abgeküsst und ihm das teure Parfüm über die Füße geleert.
Oder die Pharisäer gesehen, was gerade passiert, hat er zu sich selber gesagt, wenn der Mann wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was das für eine Frau ist und dass sie eine Sünderin ist. Aber Jesus hat seine Gedanken erkannt und gesagt, Simon, ich muss dir etwas sagen. Dann hat Simon gesagt, ja Lehrer, sag's. Jesus gesagt, einmal hat ein Mann 2 anderen Geld ausgelehnt. Einem 500 Silberstück und dem anderen 50 Silberstück. Aber als beide nicht zurückzahlen wollten, hat er ihnen die Schuld erlassen. Was meinst du, welcher von diesen 2 war ihm echt dankbarer gewesen? Simon hat gesagt, ja, ich nehme an, der eine größere Summe ist erlassen worden. Jesus hat gesagt, du hast richtig geantwortet. Dann hat er sich zur Frau gekehrt und zu Simon gesagt, schau die Frau an. Als ich in dein Haus gekommen bin, hast du mir kein Wasser gegeben, für Füße zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgedrückt. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat nicht aufgehört, meine Füße abzuküssen, seit ich da bin. Und du hast mir meinen Kopf nicht gesalbt, wie sich das hat gehört. Aber sie hat mit ihrem kostbaren Parfüm meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre Sünden, und es sind tatsächlich viel, sind ihr vergeben worden. Darum zeigt sie mir so viel Liebe. Aber jemand, der nur wenig vergeben wurde, zeigt auch wenig Liebe. Und zur Frau hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute, die anderen Gäste am Tisch das haben gehört, haben sie zueinander gesagt, was ist das für ein Mann, der es wagt, Sünden zu vergeben? Aber Jesus hat zur Frau gesagt, dein Vertrauen hat dich gerettet. Gang in Frieden. Von dann an ist Jesus von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt gezogen. Er hat überall die gute Nachricht vom Reich von Gott erzählt und die Kranken geheilt. Mit ihm waren seine 12 Jünger und noch ein paar Frauen, die alle von bösen Geistern oder Krankheiten geheilt wurden. Unter ihnen war Maria Magdalena, die Jesus von 7 Dämonen befreit hat. Johanna, die Frau von Chuza, dem Finanzminister von Herodes. Susanna und noch viele andere Frauen, die alle mit ihren eigenen Mitteln zu Jesus und den Jüngern geschaut haben und sie unterstützt haben. Einmal hat Jesus seine 12 Jünger zusammengerufen und hat sie mit Kraft und Vollmacht erfüllt, alle Dämonen auszusaugen und alle Krankheiten zu heilen. Er hat sie ausgeschickt mit dem Auftrag, überall von Gottes Reich zu erzählen und die Kranken zu heilen. Er hat zu ihnen gesagt, nehmt nichts mit unterwegs. Kein Wanderstock, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und auch keine Ersatzkleider. Und wenn euch jemand bei sich daheim aufnimmt, dann bleibt dort, bis der weiterzieht. Aber wenn sich ein Dorf weigert, euch aufzunehmen, dann schüttelt einfach den Staub von den Füßen als Zeichen für die Dorfbewohner, dass das ihrem eigenen Schicksal überlebt. So haben sich die Jünger auf den Weg gemacht und sie haben überall die gute Nachricht erzählt und die Kranken geheilt. Einmal hat sich Jesus zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm. Und er hat sie gefragt, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Der hat die Jünger geantwortet. Die einen sagen, du bist der Johannes der Täufer, der ist auferstanden. Und wieder andere sagen, du bist der Elia, der zurückgekommen ist. Und wieder andere sagen, einer von den alten Propheten, ist von den Toten auferstanden. Und dir hat Jesus so wissen, wer sagt dir, dass ich bin? Und dann hat Petrus geantwortet, du bist der Messias. Der Retter, den Gott versprochen hat. Und dann hat Jesus streng verboten, jemandem davon zu erzählen. Und er hat gesagt, der Menschensohn wird Schlimmes müssen erleiden. Er wird von den Ratsältesten, den Theologen und den Pharisäern verstoßen und umgebracht werden. Aber am 3. Tag wird er wieder auferstehen. Und als der von Gott vorausbestimmte Tag ist näher gekommen, wo Jesus wieder hat so im Himmel zurück aufgenommen werden, hat sich Jesus ganz bewusst auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Er hat ein paar Boten vorausgeschickt und wir haben so eine Unterkunft in einem samarischen Dorf vorbereitet. Das Dorf hat sich geweigert.
Jesus bei sich aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Und wo der Jakobus und der Johannes das haben gehört, haben sie zu Jesus gesagt, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel runterkommt und alle vernichtet? Dann hat sich Jesus umgedreht und sie zurechtgewiesen und gesagt, ihr wisst gar nicht, aus was für einem Geist ihr redet. Der Menschensohn ist doch nicht gekommen, für Menschen zu vernichten, sondern für sie zu retten. Und so sind sie in ein anderes Dorf weitergezogen. Unterwegs hat jemand gesagt zu Jesus, ich will dir nachfolgen, egal wo du hergehst. Aber Jesus hat gesagt, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er herlegen kann und sich ausruhen. Und so jemand anderem hat Jesus gesagt, hey, komm du mit mir mit. Aber er hat gesagt, aber lass mich zuerst noch heimgehen, meinen Vater beerdigen. Jesus hat zu ihm gesagt, überlass doch den Toten ihre Toten zu beerdigen, aber dein Auftrag ist es, allen davon zu erzählen, dass Gott seine Herrschaft jetzt aufbauen will. Und wieder jemand anderes hat gesagt, ja Herr, ich komme mit dir mit, aber lass mich zuerst noch richtig Abschied nehmen von meiner Familie. Und Jesus hat gesagt, wer die Hand auf die Flur greift und nachher zurückschaut, der qualifiziert sich nicht für Gottes Reich. Einmal ist ein Experte in Theologie zu Jesus gekommen und hat ihn mit einer Frage auf die Probe stellen. Er hat gesagt, Lehrer, was muss ich machen, für ewiges Leben zu bekommen? Hat Jesus gesagt, was steht im Gesetz von Mose, was liest du dort? Er hat gesagt, du sollst den Herrn Gott lieben, und zwar von ganzem Herzen, ganzem Willen, ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Und du sollst die Mitmenschen lieben wie dich selber. Jesus hat gesagt, richtig, mach das und du wirst leben. Und weil sich der Theologe für seine Frage rechtfertigen hat er nochmal eine Frage gestellt und gesagt, aber wer ist denn mein Mitmensch? Die Frage hat Jesus mit einer Geschichte beantwortet. Er hat gesagt, einmal ist ein jüdischer Mann von Jerusalem auf Jericho runtergelaufen. Unterwegs ist er von Räubern überfallen worden. Sie haben ihm alles weggenommen, sie haben ihn zusammengeschlagen und halb tot am Strassenland liegen. Zufälligerweise ist ein Pharisäer an dieser Stelle vorbeigekommen. Und dann der Mann dort hat gesehen, hat er einen grossen Bogen gemacht und ist weitergezogen. Ein Tempeldiener ist an dieser Stelle vorbeigekommen, und als er den Mann dort hat gesehen, hat er ebenfalls einen grossen Bogen gemacht und ist weitergezogen. Schlussendlich ist einer der verpönten Samariter an die Stelle gekommen. Oh, er hat den Mann dort gesehen. Und er hat mega Mitleid bekommen. Er ist zu einem Herrn, hat seine Wunden mit Wein und Olivenöl gepflegt und sie eingebunden. Dann hat er den Mann auf seinen eigenen Esel aufgesetzt und hat ihn zum nächsten Gasthof geführt, wo er sich noch weiter um ihn kümmert. Am nächsten Morgen hat er dem Gastgeber 2 Silbermünzen auf die Hand gedrückt und gesagt, kümmere dich bitte noch weiter um den Mann. Und wenn du noch mehr brauchst als das, dann will ich das zahlen, wenn ich wieder zurückkomme. Was meinst du? Welcher von diesen 3 ist der Mann, der überfallen wurde, ein Mitmensch gewesen? Der Theologe hat gesagt, der hat mir geholfen. Jesus hat gesagt, begann und mach's also. Jesus ist mit seinen Jüngern weiter auf dem Weg nach Jerusalem und sie sind durch ein Dorf gekommen, wo eine Frau sie hat bei sich daheim aufgenommen. Die Frau hat Martha geheissen und sie hat eine Schwester, die hat Maria geheissen. Maria ist vor den Füßen von Jesus abgehockt und sie hat ihm zugelassen. Derweil war Martha fest damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Und schlussendlich ist sie zu Jesus gekommen und hat gesagt, hey, findest du eigentlich nicht ungerecht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit allein machen? Sag ihr, sie soll mir helfen. Aber Jesus hat zu ihr gesagt, meine liebe Martha, du sorgst dich viel zu fest um all die Details, weil dem sie nur etwas gibt, was wirklich wichtig ist. Und Maria hat das entdeckt. Sie hat sich für etwas entschieden, das er niemand wegnimmt. Dann hat sich Jesus wieder zum Gebet zurückgezogen. Und als er fertig war, hat einer der Jünger gefragt, Herr, lehre uns doch bitte, wie wir beten sollen. Der Johannes hat das seine Jünger auch gelernt. Dann hat Jesus gesagt, ja, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Scheinheiligen, die gerne öffentlich an der Strassenecke oder in den Synagogen beten, sodass sie alle hören und sehen ihren Lohn so schon einkassiert. Wenn du betest, zieh dich zurück in dein Zimmer, tu die Türen zu und bete zu deinem Vater ganz privat. Weil dein Vater, der ins Versteckte sieht, wird dich dafür belohnen. Der Beter lernt nicht einfach Gebetsverse, aber wie das Leute von anderen Religionen gerne machen.
Sie meinen, wenn sie ihre Worte immer und immer wiederholen, werden ihre Gebete erhört. Macht es nicht so. Euer Vater weiss doch schon, bevor ihr ihn bittet, ganz genau, was ihr braucht. Darum betet so. Unser Vater im Himmel, mach du deinen Namen gross auf dieser Welt. Komm, bau du dein Reich auf. Lass du deinen Willen hier auf der Erde geschehen, so wie im Himmel. Gib uns heute das, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schulden, so wie wir denen vergeben haben, die gegen uns gesündigt haben. Bewahre uns davon, dir untreu zu werden. Und beschütze uns vor der Macht vom Bösen. Weil dir gehört die Herrschaft und die Macht und die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses da haben, dann wird Gott auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, dann wird Gott auch eure Sünden nicht vergeben. Und dann hat Jesus seinen Jüngern auch Geschichte erzählt, für mehr über das Gebet zu lernen. Und er hat gesagt, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Und ich gehe mitten in die Nacht zu ihm und sage, gib mir bitte 3 Brot, ich habe gerade einen überraschenden Besuch von auswärts bekommen. Und ich habe nichts zu essen im Haus, das ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund jemand zu ihm sagen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen, meine Kinder schlafen schon, ich kann jetzt nicht mehr aufstehen, dir etwas geben. Ich sage ihm, wenn es vielleicht auch nicht aus Freundschaft machen würde, dann würde es zumindest machen, für sie einen guten Ruf zu wahren. Und er würde alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Weil wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es nur einen Fisch fragt? Oder ein Skorpion, wenn es um das Ei fragt? Sicher nicht. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und hat einer aus der Menschenmenge rausgerufen. Lehrer, sag bitte meinem Bruder, er soll die Erbschaft, die mein Vater hinterlassen hat, mit mir teilen. Und Jesus hat gesagt, mein Freund, ich bin doch nicht als Richter über eure Erbstreitigkeit eingesetzt worden. Und zu allen, die drumherum waren, hat Jesus gesagt, passt auf, hütet euch von jeder Art von Habgier. Und das Leben wird nicht daran gemessen, wie viel das einem gehört, wenn er die Geschichte erzählt. Einmal ist ein reicher Bauer, eine besonders grosse Ernte gehabt. Er hat zu sich selber gesagt, was soll ich machen? Ich habe gar nicht genug Platz für alles aufzubewahren. Ich reiße einfach meine Scheuren ab und baue größere her. Dann habe ich genug Platz für alles Getreide und meine Vorräte und ich kann zu mir sagen, gut gemacht. Jetzt hast du für manches Jahr ausgesorgt. Geh in Ruhe. Iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott hat zu ihm gesagt, du bist allein. Noch heute Nacht nehme ich dein Leben und was machst du mit all deinem abgehäuften Besitz? Und Jesus hat mit diesen Worten beendet und gesagt, genauso geht es allen, die weltlichen Reichtum anhäufen, aber keine reiche Beziehung mit Gott haben. Und zu seinen Jüngern hat er gesagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen oder genug zum Anlegen habt. Das Leben ist doch viel mehr als Essen und der Körper viel mehr als Kleider. Schaut die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben auch keine Vorratskammern. Aber Gott schaut zu ihnen. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Oder wer von euch kann mit seinen Sorgen seinem Leben auch nur einen Tag dazufügen? Und wenn eure Sorgen nicht mal so etwas Kleines herbringen, was bringt es denn, über größere Sachen zu sorgen? Oder schaut Blumen auf dem Feld an. Sie arbeiten nicht, sie machen auch keine Kleider. Und gleich ist auch der Salomo mit all seinem Reichtum nicht so schön gekleidet gewesen, wie auch nur eine von denen. Und wenn Gott sich doch so schon herzlich um die Blumen kümmert, die heute blühen und morgen verbrennen, wie viel mehr kümmert er sich um euch? Warum habt ihr so wenig Vertrauen? Darum sage ich euch, zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, was ihr essen oder trinken. So machen es doch die, die Gott nicht kennen. Habt keine Angst, meine kleine Herde. Dein Vater schenkt dir sein Königreich mit grosser Freude. Einmal ist Jesus weiter
gezogen Richtung Jerusalem, durch Städte und Dörfer und hat überall gelebt. Und einmal hat er gefragt, Lehrer, Herr, können eigentlich nur wenig Leute, werden eigentlich nur wenig Leute gerettet? Und Jesus hat gesagt, die Tür zum Himmel ist eng. Darum kämpft fest darum, dass ihr reingelassen werdet. Weil viele werden probieren, reinzukommen, aber sie werden es nicht schaffen. Und wenn der Hausherr die Tür abschließt, ist es zu spät. Dann werden ihr vor dran stehen und klopfen und rufen, Herr, lass uns rein. Aber er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr kommt. Aber die werden sagen, aber wir haben doch mit dir gegessen und du hast uns eine Strasse gelehrt. Aber er wird sagen, ich sage euch doch, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr kommt. Ihr habt es verpasst, das Richtige zu tun. Und jetzt geht mir aus meinen Augen. Und dann werdet ihr rennen und mit Zähnchen, weil werdet der Abraham, der Isaac, der Jakob, Propheten im Reich von Gott, in der neuen Welt von Gott sehen. Aber die selber werden rausgeschlossen bleiben. Es werden Leute von überall her in der neuen Welt von Gott am Tisch Platz nehmen. Vom Osten, vom Westen, vom Süden und vom Norden. Darum macht euch aufgefasst. Es gibt solche, die gehören jetzt noch zu den Letzten. Aber die werden dann die Ersten sein. Es gibt solche, die gehören jetzt zu den, aber die jetzt zu den Ersten gehören, werden dann die Letzten sein. Und dann haben sich Zöllner und andere, die genauso einen schlechten Ruf hatten wie sie, um Jesus herum versammelt und haben ihm zugelassen. Aber die Pharisäer, die das haben gesehen, die haben ausgerufen und gesagt, mit solchen Sündern gibt es sich ab und isst sogar noch mit ihnen. Aber Jesus hat dann die Geschichte, hat geantwortet durch die Geschichte erzählt. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eins geht verloren. Wird er dann nicht die 99 anderen auf der Weg zurücklassen, während er das Verlorene suchen, bis er es wieder gefunden hat? Und wenn er es gefunden hat, freut er sich und nimmt es auf die Schulter und trägt es heim. Und wenn er daheim ist, dann ruft der Nachbar und die Freunde zusammen und sagt, freut mich mit mir, weil ich habe mein Schaf wieder gefunden. Genau so ist es bei Gott im Himmel mehr, ist bei Gott im Himmel mehr Freude über ein Schaf, über einen Sünder, der Buß tut, zu Gott umkehrt und ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die gerecht sind, aber es nicht nötig haben. Oder stellt euch vor, eine Frau hat 10 Silberstücke und sie verliert eins. Wenn sie nicht eine Lampe anzünden, durch das ganze Haus fegen, in jeder Ecke suchen, bis sie das Geldstück gefunden hat. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut mich mit mir, ich habe mein Silberstück wieder gefunden. Genauso freuen sich die Engel von Gott über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Um das Konzept noch ein bisschen genauer zu erklären, hat er noch die Geschichte erzählt. Er hat gesagt, es war mal ein Mann, der hat 2 Söhne gehabt. Der Jünger ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Vater, gib mir den Anteil von deiner Erbschaft, die mir zusteht. Der Vater. Ein paar Tage später hat der jüngere Sohn sein Anteil schon in Geld umgewandelt und ist weit weg in die Fremde. Und hat sich dort ein schönes Leben gemacht und alles Geld verjubelt. Als er kein Geld mehr hatte, war in diesem Land auch eine grosse Hungersnot ausgebrochen und es ist ihm mega schlecht gegangen. Er hat sich einem lokalen Bauer angehängt, den er als Säuhirt auf das Land rausgeschickt. Er hat so fest Hunger gehabt, dass das Säufutter sogar hat gut ausgesehen für ihn, aber er hat nichts davon bekommen. Und er sich endlich hat überlegen über seine Gedanken machen über seine Situation, hat er zu sich selber gesagt, mein Vater hat so viele Diener und die bekommen alle mehr, als sie essen können, während ich hier am Verhungern bin. Ich gehe zurück zu meinem Vater und sage, Vater, ich bin von Gott und dir schuldig geworden, ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Aber bitte, lass mich doch als einer von deinen Arbeitern arbeiten. So ist er heimgegangen zu seinem Vater. Und als er noch recht weit von daheim entfernt war, hat man seinen Vater schon gesehen. Voll Mitleid und Liebe ist er ihm entgegengesprungen, er hat ihn umarmt und hat ihn mit Küssen berufen. Aber der Sohn hat gesagt, Vater, ich bin von Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater hat gesagt, hat seinen Diener gerufen und gesagt, bringt schnell die schönsten Kleider. Steckt ihm einen Ringfinger.
legt den Schuh an und dann bringt das Mastkalb, dass wir es schlachten können und feiern und uns freuen, weil mein Sohn war tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Dann sind sie feiern und der ältere Sohn war immer noch auf dem Feld am Arbeiten und als er heimkam, hat er die Musik und das Tanzen gehört und er hat den Diener zu uns gerufen und gesagt, was da los ist. Der Diener hat gesagt, die Brüder ist heimgekommen, dein Vater hat das Mastkalb schlachten, dass wir uns freuen können, dass er wieder gesund heimgekommen ist. Und dann ist der Sohn mega verrückt worden und hat sich geweigert, ins Haus hineinzugehen. Der Vater ist sogar rausgekommen und hat ihm gut zugeredet. Aber der Sohn hat gesagt, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich gekrampft. Was komme ich dafür rüber? Nie hast du mir auch nur einen Geissbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber jetzt, wo der da heimkommt, dein Sohn, der all dein Geld mit Huren verjubelt, schlachtest du das Mastkalb. Der Vater hat gesagt, mein Sohn, du bist immer bei mir. Dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt haben wir uns doch freuen und feiern, weil dein Bruder war tot gewesen. Und er lebt wieder. Er war verloren gewesen. Aber jetzt ist er wieder gefunden. Dann hat Jesus zu seinen Jüngern eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, es war mal ein reicher Mann und der hatte einen Verwalter gehabt, der ihn betrogen hat. Als er davon hat vernommen, hat der Verwalter zu sich gerufen und ihn zur Rede gestellt. Er hat gesagt, was muss ich da von dir hören? Erstell deine Abrechnung, bring mir sie und nachher entlasse ich dich. Der Verwalter hat zu sich gesagt, was soll ich machen, jetzt, wenn ich entlassen werde? Für harte Arbeit bin ich schwach und für das Betteln schäme ich mich. Ich weiss, was ich mache. Ich muss mir Freunde schaffen, die mich bei sich daheim aufnehmen, wenn ich entlassen worden bin. Und so hat der eine nach dem anderen zu sich gerufen, der bei seinem Herr noch Schulden hatte. Und er hat zum ersten gesagt, wie viel schuldest du meinem Herr? 100 Fässer Oliven, war die Antwort. Das ist die Schuldschein, hat der Verwalter gesagt. Sitz ab und schreib 50 her. Ein anderer hat gesagt, wie viel schuldest du meinem Herr? 100 Säcke Getreide, war die Antwort. Das ist die Schuldschein, schreib 80 her. Der Herr musste zugeben, dass das Verhalten von seinem korrupten Verwalter ist schlau war. Tatsächlich ist es so, dass Menschen von dieser Welt, wenn es ums Überleben geht, viel schlauer sind als Menschen von dir. Das ist die Moral von dieser Geschichte. Braucht eure weltlichen Ressourcen, der ungerechte Mammon, dazu anderen zu helfen und euch Freunde zu machen damit. Wenn es dann mit euch und eurem Besitz zu Ende geht, dann werden sie in der neuen Welt von Gott euch in ihre Wohnung aufnehmen. Wenn ihr mit dem Kleinen zuverlässig seid, dann seid ihr so mit dem Grossen. Wenn ihr aber im Kleinen untreu seid, werdet ihr so im Grossen sein. Wenn ihr mit eurem weltlichen Reichtum nicht zuverlässig seid, wer wird euch dann mit dem wahren Wert anvertrauen? Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, wo gar nicht euch gehört, wie soll Gott euch das schenken, was für euch bestimmt war? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Sonst bevorzugt er den einen oder vernachlässigt der andere. Oder er ist am Ende treu und er hintergeht der andere. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Die Pharisäer, die ihr Geld sehr gerne hatten, haben das alles gehört und haben Jesus nur ausgelacht. Aber Jesus hat zu ihnen gesagt, in der Öffentlichkeit geht ihr nicht gerne so aus, als wäret ihr gerecht. Aber Gott sieht euch ins Herz. Was den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Bis zu Johannes der Täufer ist gekommen, hat man nur das Gesetz von Mose und den Propheten gekannt. Aber jetzt wird überall das Reich von Gott predigt und alle drängen her, weil sie reingelassen werden. Und das heisst aber jetzt nicht, dass das Gesetz seine Kraft hat verloren. Nein, ganz im Gegenteil. Eher wird Himmel und Erde vergehen, als das auch nur ein Komma im Gesetz wird ungültig werden. Zum Beispiel, ihr gehört, es heisst, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, wenn ein Mann einem anderen seine Frau lüstern anschaut, dann wird die Ehe mit ihr in seinem Herz schon gebrochen. Dann ist Jesus
auf die andere Seite vom Jordan gegangen, auf Judäa. Und schon gleich haben sich dort wieder viele Leute um ihn versammelt gehabt. So hat er wie immer zueinander reden. Ein paar Theologen sind hergekommen und haben ihn mit einer Frage eine Falle stellen. Sie haben gesagt, Lehrer, ist es richtig, dass er sich ein Mann scheiden kann? Hat Jesus gesagt, was hat nach der Mose vorgeschrieben im Gesetz? Er hat gesagt, er hat es erlaubt, er hat gesagt, ein Mann kann einer Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie nachher wegschicken. Jesus hat gesagt, der Mose hat euch doch das Gesetz, die Vorschrift nur gegeben, weil ihr eure Herzen so verhärtet habt, Gott gegenüber. Aber ganz am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen, als Mann und Frau. Mann und Frau hat er sie geschaffen. Und darum verlässt der Mann seinen Vater und seine Mutter, dass er mit seiner Frau zusammenleben kann. Und die zwei werden dann eins mit Liebe und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sie werden eins. Und was Gott hat zusammengefügt, soll der Mensch doch nicht scheiden. Als ich wieder zurück beim Haus war, hat der Jünger Jesus bittet, ihnen das zu erklären. Und er hat zu ihnen gesagt, er hat gelernt, dass es im Gesetz heisst, dass ein Mann eine Scheidungsurkunde ausstellen und seine Frau wegschicken. Ich sage euch aber, wenn ein Mann seine Frau verlässt und eine andere heiratet, dann macht er seine Frau Opfer von Ehebruch. Ausser sie ist fremd gegangen. Und wenn ein Mann eine Geschiedene heiratet, dann begeht er mit dieser Ehebruch. Dann ist Jesus zum Ölberg gegangen und am nächsten Morgen früh ist er zurück in den Tempel. Und schon gleich haben sich auch dort wieder viele Leute um ihn versammelt und sie lehren. Dann plötzlich haben Theologen und Pharisäer eine Frau reingeschleift, die ist beim Fremdgehen verwünscht worden. Sie haben sie vorher hergestellt und zu Jesus gesagt, die Frau ist verwünscht worden, als sie Ehebruch hat begangen. Das Gesetz von Mose verlangt, dass so eine Frau gesteinigt werden soll. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage haben sie ihm eine Falle stellen, dass sie nicht anklagen können. Aber Jesus ist abgeknallt und hat mit seinen Fingern etwas am Boden gekritzelt. Als sie nicht aufgehört mit Fragen, ist er aufgestanden und gesagt, also, aber dann soll der den ersten Stein schiessen, der selber noch nie gesündigt hat. Dann ist er wieder runter und hat wieder einen Boden geschrieben. Als sie das gehört, hat sich einer nach dem anderen zurückgezogen, gestartet beim Ältesten. Und gleich ist Jesus nur noch allein mit der Frau von den Leuten. Er ist wieder aufgestanden und hat zur Frau gesagt, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat die keinen von denen verurteilt? Die Frau hat gesagt, nein, Herr. Jesus hat gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Aber du nicht mehr sündigen. Und zwar darum hat er gesagt, ich bin das Licht von der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mit der Dunkelheit umtappen, sondern wird das Licht haben, damit zu leben. Wir haben die Geschichte erzählt. Einmal war ein Mann, ein reicher Mann, der hat immer nur die teuersten Kleider angehabt und täglich im Luxus geschwelgt. An seinem Haustor ist ein armer Mann gelegen, der hat Lazarus geheißen. Sein Körper war voll von Geschwür. Und als der Lazarus hat darauf gelangt, dass vielleicht ein Brösmeli für ihn übrig bleiben, haben ihm die Hunde die Wunden abgeschleckt. Schlussendlich ist der Mann, der Lazarus, gestorben. Und Engel haben ihn an einen Ehrenplatz zur Seite von Abraham aufgetragen. Auch der Reichmann ist gestorben, ist begraben worden und seine Seele hat im Totenreich schreckliche Qualen erleben. Als der Reichmann hat aufgeschaut hat, er Abraham gesehen und der Lazarus neben ihm. Er hat gesagt, Abraham, Vater Abraham, bitte erbarme mich, schick den Lazarus zu mir und dass er auch seine Finger in Wasser dunkeln und meine Zunge abkühlen, weil die Flammen vom Feuer sind unerträglich heiß. Und der Abraham hat gesagt, mein Sohn, weißt du noch, zu deiner Lebzeit hast du alles gehabt, was du wolltest, aber der Lazarus der hat nichts gehabt. Jetzt ist er hier bei mir und wird tröstet und umsorgt, während du die schrecklichen Qualen musst erleiden. Zudem ist ein grosser Graben zwischen uns und niemand kann von hier zu dir rüberkommen und niemand kann von dort zu uns kommen. Und der Mann hat gesagt, aber Vater Abraham, der schickt ihn zumindest zum Haus von meinem Vater, weil ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, dass zumindest die nicht an den schrecklichen Ort müssen kommen. Der Abraham hat gesagt, der Mose und die Propheten
haben sie schon gewarnt. Deine Brüder können nachlesen, was die haben gesagt. Nein, Vater Abraham, das reicht nicht. Aber wenn einer von den Toten würde erscheinen, dann würden sie ihr Leben ändern und zu Gott umkehren. Der Abraham hat gesagt, wenn sie nicht auf den Mose und Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen von einem, der von den Toten aufersteht. Immer noch auf dem Weg nach Jerusalem ist Jesus ins Grenzgebiet von Galiläa und Samaria gekommen. Als sie durch ein Dorf durchgekommen sind von weit her ein paar 10 Aussätzige entgegengekommen. Sie sind in einer Distanz bestanden und haben gerufen, Jesus Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus hat sie angeschaut und er hat ihnen befohlen, geht zu einem Priester eure Heilung bestätigen. Und tatsächlich unterwegs. Sie sind gesund geworden. Und einer, der gesehen dass er geheilt wurde, ist schnell zurück zu Jesus und hat gerufen, Gott, Lob und Dank. Und hat sich Jesus vor die Füße geworfen und ihm dankt für alles, was er für ihn da. Der Mann war ein Samariter. Und Jesus, der Mann, hat gesagt, habe ich nicht 10 Leute geheilt? Ist wirklich nur habe ich nicht 10 Leute geheilt? Ist wirklich nur der eine, der Ausländer zurückgekommen? Was sind die anderen nicht? Der Mann hat gesagt, steh auf und geh heim. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Sorry. Einmal hat Jesus seinen Jüngern eine Geschichte erzählt, um ihnen zu zeigen, dass sie immer beten und nie aufgeben sollen. Er hat zu ihnen gesagt, in einer Stadt war mal ein Richter, der hat sich nicht um Gott gekümmert und hat Menschen nur verachtet. In dieser gleichen Stadt war auch eine Witwe. Sie ist immer wieder zu diesem Richter gegangen und hat verlangt, verhilf mir, bitte zu meinem Recht im Streit mit meinem Kind. Der Richter hat die Frau für ziemlich lange Zeit einfach ignoriert. Irgendwann hat er zu sich selber gesagt, es ist mir zwar egal, was Gott und die Menschen über mich denken, aber diese Frau wird wirklich mega mühsam. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Jesus hat gesagt, lehret von diesem ungerechten Richter. Und sogar er ist am Schluss zu einem gerechten Urteil gekommen. Denkt ihr nicht, dass euer Vater im Himmel seinen Auserwählten erst recht wird zum Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Und meint ihr etwa, er lässt sie lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht verschaffen. Aber wird der Menschensohn, wenn er zurück auf die Erde kommt, er kann überhaupt noch Menschen finden, die voll Vertrauen auf ihn warten. Und er hat sich an eine Gruppe von Menschen gewendet, die voll Selbstvertrauen haben gemeint, sie sind gerecht in den Augen von Gott und andere Menschen nur verachtet. Er hat zu ihnen gesagt, einmal sind 2 Männer zum Tempel rauf beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer ist vorher gestanden und gesagt, oh Gott, danke, dass ich nicht so ein Sünder bin wie alle anderen. Ich bescheisse nicht, ich stille nicht, ich bin kein Ehebrecher und schon gar nicht wie der Zöllner da. Ich faste 2-mal in der Woche und ich zahle dir den vorgeschriebenen Zehntel von meinem Einkommen. Aber der Zöllner ist ganz hinten hergestanden. Er hat nicht mal gewagt, in den Himmel aufzuschauen, und er hat gebetet und hat ganz besorgt mit seiner Faust auf die Herz geschlagen, auf die Brust geschlagen und gesagt, oh Herr, hab Erbarmen mit mir. Ich bin ein Sünder. Ich sage euch, hat Jesus gesagt, der Sünder und nicht der Pharisäer ist an diesem Tag als einer heimgegangen, der von Gott ist als gerecht erklärt worden. Weil er sich selber gross macht, wird demütiger werden. Aber wer sich selber klein hält, der wird von Gott Erde dafür bekommen. Einmal haben ein paar Eltern ihre kleinen Kinder zu Jesus schicken, dass er sich anlängen und segnen. Als die Jünger das gesehen haben, haben sie die Eltern zusammengeschissen und sie wegschicken. Aber Jesus hat das Kind zu sich gerufen und gesagt, Kind zu mir kommen. Schickt sie nicht weg. Weil ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht schenken lässt, wie die kleinen Kinder, wird selber nie reinkommen. Dann hat er seine Jünger auf die Seite gerufen und zu ihnen gesagt, hört,
wir gehen jetzt auf Jerusalem. Und dort wird sich alles erfüllen, was über einen Menschensohn ist vorausgesagt worden. Er wird den Römern ausgehändigt werden. Die werden ihn verspotten, schlagen und anspähen. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten wieder auferstehen. Die Jünger haben nicht verstanden. Das Wort von dem, was Jesus hat gesagt hat, ist nicht verborgen geblieben und sie sind überhaupt nicht rausgekommen. Auf dem Weg durch Jericho sind sie ist am Strassenrand ein blinder Bettler gehockt. Er hat gehört, dass eine grosse Menschenmenge an ihm vorbeikommt. Und darum hat er gefragt, was echt da los ist. Er hat erfahren, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt. Dann hat er David, hab Erbarmen mit mir! Aber die Leute, die Jesus vorausgegangen sind, haben zusammengeschissen und gesagt, schweig! Aber er hat nur noch Leute gerufen und gesagt, Sohn von David, hab Erbarmen mit mir! Als Jesus das gehört hat, ist er bleiben stehen. Dann hat der blinde Mann zu Fuß holen. Und als er in die Nähe kam, hat er zu ihm gesagt, was willst du, dass ich für dich tue? Er hat gesagt, Herr, ich möchte wieder sehen, hat Jesus gesagt. Also, du sollst wieder sehen. Dein Vertrauen hat dich gehört. Und in dem Moment hat der Blindmann wieder sehen und er hat Gott gelobt und ist mit Jesus mitgegangen und alle drumherum haben Gott auch gelobt. Dann ist Jesus auf Jericho reingegangen. Jesus ist auf Jericho reingegangen und dort durch die Straße gezogen. Der hat hier einen Mann gelebt, der hat Zachäus geheißen. Er war der Chefzöllner der ganzen Region und er war auch sehr reich. Er hat unbedingt mal gesehen, wer Jesus ist. Aber weil er zu klein war, für überall die Leute rüberzuschauen, ist er schnell vorausgesprungen und dann auf einen Maulbeer-Feigenbaum aufgeklettert, dass er Jesus sehen kann, wenn er dort vorbeikommt. Als Jesus dort ist vorbeigekommen, hat er raufgeschaut und hat mit Namen angesprochen und gesagt, Zachäus, komm schnell oben runter, ich muss heute dein Gast sein. Da ist der Zachäus, was siehst du, als er oben runtergeklettert und hat voll Freude Jesus zu sich bei sich daheim aufgenommen. Aber die Leute, die das gesehen haben, ausgerufen gesagt, bei so einer berühmt-berüchtigten Sünderketterei, der hat sich aber Zachäus an Jesus gewendet und gesagt, Herr, ich verspreche dir, ich gebe die Hälfte von meinem Besitz den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann zahle ich ihm das Vierfache zurück. Jesus hat gesagt, heute ist der ganze Haushalt gerettet worden, weil der Mann hat bewiesen, dass er ein echter Sohn von Abraham ist. Weil der Menschensohn ist gekommen, für die Verlorenen zu suchen und sie zu retten. Die Leute drumherum haben alle gehört, was Jesus zum Zachäus gesagt hat. Darum, und auch weil Jesus schon langsam in die Nähe von Jerusalem ist, haben sie gemeint, Gottes Reich fängt nächstens gerade an. Aber für diese Annahme zu korrigieren, hat Jesus noch das Gleichnis angehängt und gesagt, ein Mann von einem adligen Haus ist einmal in ein fremdes Land gereist. Dort hat er zum König über sein Volk gekrönt werden und dann wieder zurückkehren. Vor seiner Abreise hat er 10 von seinen Dienern zu sich gerufen. Er hat 10 Pfund Silberstück gleichmässig unter ihnen aufgeteilt mit dem Wort, investiere das für mich, während wir abwesend sind. Aber das Volk hat nicht gehasst. Und sie haben eine Delegation hinten nachgeschickt. Und die hat erklären, wir wollen diesen Mann nicht als unseren König. Und er als König ist gekrönt worden, ist er wieder zurückgekommen. Er hat seine Diener zusammengerufen und ihm das Geld anvertraut hat, weil er herausfinden wollte, wie groß der Profit war. Der Rest ist zu ihm gekommen und hat berichtet, Herr, ich habe dieses Pfund Silberstück investiert und ich habe 10 weitere dazu verdient. Sehr gut, hat der König gesagt. Du bist ein fleissiger Diener. Und wenn du zuverlässig bist im Kleinen, mache ich dich her über 10 Städte. Ein zweiter ist gekommen und berichtet, Herr, dieses Pfund Silberstück hat 5 weitere dazu verdient. Sehr gut, hat der Herr gesagt, der König gesagt. Die mache ich her über 5 Städte. Aber der dritte ist zu ihm gekommen und gesagt, Herr, da hast du dein Pfund Silberstück zurück, ich habe an einem sicheren Ort versteckt gehabt. Ich habe Angst vor dir, du bist ein strenger Mann, du nimmst dir, was du nicht gehört und du erntest, was du nicht hast gesagt. Aber zu ihm hat der König gesagt, du fauler Sack. Du hast dich mit deinen eigenen Worten
verurteilt. Wenn du nämlich hättest gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, wir nehmen, was man nicht gehört und ernten, was ich nicht sage, dann warum hast du das Geld jetzt zumindest auf die Bank gebracht, dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen Zinsen dafür bekommen. Und die gut zu dem schauen, was ist anvertraut worden, werden noch mehr dazu bekommen. Aber denen, die nichts daraus machen, wird auch das Wenige, was sie haben, noch weggenommen werden. Und jetzt noch zu meinen Finden, die nicht wollen, dass ich ihr König bin, führen sie rein und richten sie vor meinen Augen hin. Wo Jesus langsam in die Nähe von Jerusalem ist gekommen und die Stadt dort vor sich hat gesehen, hat er vergrämt. Er hat gesagt, oh, wie wünschte ich mir, dass zumindest du den Weg vom Frieden würdest erkennen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt wird der Frieden von deinen Augen verborgen bleiben. Gleich werden deine Finden kommen und Festungen um dich herum bauen. Sie werden dich belagern und von allen Seiten her einkesseln. Sie werden dich und deine Bewohner vernichten. Vernichten. Du kannst Stein auf dem anderen liegen, weil du hast den Tag nicht akzeptiert, oder der Herr hat retten. Dann ist er in den Tempel hineingegangen und hat angefangen, alle die Händler, die Opfertiere verkaufen, rauszutreiben. Er hat gesagt, in der Heiligen Schrift ist geschrieben, dass mein Tempel soll ein Haus vom Gebet sein. Aber der hat sie in eine Räuberhölle verwandelt. Von diesem Tag an ist Jesus täglich im Tempel lehren. Aber die Pharisäer und Theologen und die Ältesten vom Volk, die haben angefangen, Pläne zu schmieden, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie haben nicht gewusst, wie sie es anstellen, weil das Volk ist dauernd und sie hat kein Wort von ihm verpassen. Aber sie haben von diesem Tag nicht mehr aus den Augen gelassen. Einmal haben sie ein paar Spionen zu ihm geschickt, die so da, als wären sie ehrliche Männer. Sie haben Jesus dazu bringen, etwas zu sagen, das dem römischen Gouverneur gemeldet werden, so dass denen festnehmen würde. Sie hat zu Jesus gesagt, Lehrer, wir wissen, das ist die richtige Lehre. Du lässt dich nicht beeinflussen von dem, was andere denken. Du lehrst den Weg von Gott aufrichtig. Darum sag uns, ist es nach dem Gesetz von Mose erlaubt oder nicht, dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen? Aber Jesus hat sie durchschaut und darum gefragt, zeigt mir eine römische Münze. Wem sein Bild und sein Titel ist darauf geprägt? Er hat gesagt, am Kaiser sein. Hat Jesus gesagt, der gibt dem Kaiser zurück, was dem Kaiser gehört. Aber gebt Gott, was Gott gehört. Und so haben sie es nicht geschafft, Jesus vor allen Leuten ihre Falle hineinzulocken. Sie waren über die Antwort extrem erstaunt und säuerten Brot. Der Tag, wo man das Passahlamm schlachten musste. Und was ist die Zeit geworden, für das Passamal einzunehmen, ist Jesus mit seinen 12 Aposteln abgehockt zum Essen. Und er hat gesagt, ich habe lange auf den Moment geplant, mit euch das Passamal einzunehmen, bevor mein Leiden wird anfangen. Und von jetzt an wird das Passamal erst wieder nehmen, sich seine Bedeutung hat völlig erfüllt im Reich von Gott. Dann hat er einen Becher Wein genommen, hat Gott danken dafür und gesagt, trinkt alle davon. Weil von jetzt an werde ich kein Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann hat er ein Brot genommen, hat danken dafür und hat es in kleinere Bitzen aneinander gebrochen und es gegeben mit dem Wort, das ist mein Leib, das für euch hergegeben wird. Macht das immer wieder und denkt damit. Nach dem Essen hat er nochmal einen Becher Wein genommen und hat gesagt, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und seinen Menschen, der durch mein Blut, das für euch vergossen wird, in Kraft tritt. Aber an diesem Tisch von Freunden sitzt auch der Mann, der mich wird verraten. Es ist schon so vorausbestimmt worden, dass der Mensch so sterben muss, aber grosse Sorge wird er belasten, der mich wird verraten. Und er hat die Jünger einander gefragt, wer so etwas machen würde. Dann ist Jesus gefolgt von seinen Jüngern wieder aus dem Zimmer oben runtergekommen und ist wie immer zum Ölberg gegangen. Dann hat er zu den Jüngern gesagt, betet, dass ihr den Versuchungen nicht nachgeben müsst. Das ist etwa ein Steinwurf entfernt, selber herknallen und betet, Vater, wenn du willst, dann lass du den Becher vom Leiden an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Da ist ein Engel vom Himmel erschienen und hat ihn gestärkt.
Da hat Jesus noch inbrünstig gebetet und hat solche Todesängste ausgestanden, dass sein Schweiß ist am Boden tropft, wie grosse Bluttropfen. Als er wieder aufgestanden ist und zurück zu den Jüngern, hat er gesehen, dass die vor Trauer eingeschlafen waren. Er hat zu ihnen gesagt, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, dass der Versuchungen nicht nachgeben müssen. Und als er das gesagt hat, ist eine Gruppe von Menschen dahergekommen, angeführt von Judas, einem der 12 Jünger. Der Judas ist zu Jesus gekommen und hat ihn geküsst. Und Jesus hat zu ihm gesagt, Judas, verratest du den Menschensohn mit einem Kuss? Und die anderen Jünger haben gemerkt, was jetzt passiert. Haben sie gerufen, Herr, sollen wir kämpfen, wer ist dabei? Und einer hat dem Sklaven vom hohen Priester das rechte Ohr abgehauen. Und Jesus hat gesagt, stopp, hört auf! Und er hat das Ohr vom Mann abgelenkt und auf der Stelle gehabt. Dann hat er sich an die hohen Priester, Tempelwachleute und die Ältesten vom Volk gewendet, die alle wegen ihm sind gekommen und haben gesagt, bin ich eigentlich irgend so ein gefährlicher Revolutionär, dass du mich mit Schwert und Schlägen festnehmen. Warum hat er mich nicht dann im Tempel festgenommen? Ich bin ja jeden Tag der. Dann sind ihn festgenommen. Sie haben ihn abgeführt zum Haus vom hohen Priester. Dort haben die Wachleute ausgespottet und geschlagen. Sie haben ihm die Augen verbunden und gesagt, hey, du Prophet, sag, wer hat dich gerade geschlagen? Und sie haben ihn mit unglaublich schlimmen Anschuldigungen bombardiert. Und am Morgen früh haben sich die Ältesten vom Volk, sie haben ihn mit unglaublich schlimmen Anschuldigungen bombardiert. Und am Morgen früh haben sich die Ältesten vom Volk, Theologen und Priester versammelt. Und Jesus ist vor den Hohen Rat geführt worden. Sie haben ihn gefragt, sag, bist du der Messias? Jesus hat gesagt, wenn ich es sagen würde, würde ich es gleich nicht glauben. Und wenn ich eine Frage stelle, würde er mir nicht Antwort geben. Aber von jetzt an wird der Menschensohn zur rechten Hand von Gott in seiner Macht sitzen. Da haben sie alle geschrien, beanspruchst du etwa den Sohn von Gott sein? Jesus gesagt, ich sage es, ich weiß. Dann haben sie gesagt, was brauchen wir jetzt noch Zügel? Jetzt haben wir es selber aus seinem Mund gehört. Sie sind alle aufgestanden und haben Jesus vor Pilatus geführt, den römischen Gouverneur. Dort haben sie ihre Klage vorgebracht und gesagt, der Mann hat unser Volk auf Abwägen verführt. Er hat sich gelehrt, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und zudem behauptet er sei der Messias, ein König. Der Pilatus hat zu Jesus gesagt, bist du der König der Juden? Und Jesus hat gesagt, du sagst es. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und dann sind sie noch hartnäckig geworden und gesagt, aber er verführt unser Volk zu Aufruhr im ganzen jüdischen Gebiet. Er hat angefangen in Galiläa und jetzt ist er bis hier auf Jerusalem gekommen. Und der Pilatus das hat gehört. Und hat gesagt, ist der Mann von Galiläa? Und als sie ihm bestätigt, dass es ist, hat er zum Herodes Antipas geschickt, weil Galiläa zu dem seinem Zuständigkeitsbereich gehört und er war gerade in Jerusalem. Herodes hat sich gefreut über die Möglichkeit, Jesus zu sehen. Weil er hat schon viel von Jesus gehört und hat schon lange mal, weil er Jesus sieht, ein Wunder tut. Er hat mit Fragen über uns gehäuft, aber Jesus hat sich geweigert, ihm Antwort zu geben. Derweil sind die Pharisäer und Theologen da gestanden und ihre bissigen Vorwürfe reingerufen. Und jetzt hat der Herodes und seine Soldaten angefangen, sich über Jesus lustig zu machen, ihn zu verspotten und schlussendlich ein königliches Kleid angelegt und zurückgeschickt zum Pilatus. Pilatus und der Herodes waren bis dann Feinde, aber von diesem Tag an sind sie Freunde geworden. Jetzt hat der Pilatus, der hohe Priester, die anderen religiösen Führer und das ganze Volk zusammengerufen, dass es sein Urteil verkünden kann. Er hat gesagt, ich finde nichts, was rechtfertigen, diesen Mann zum Tod zu verurteilen. Hört, ich lasse ihn auspeitschen. Aber nachher lasse ich ihn wieder gehen. Das sind die Stimmen
Das ist das Volk Luther. Und Luther geworden mit ihren Forderungen, Jesus zu kreuzigen. Und wie sie so haben gefordert, hat er den Barabbas freigegeben, ein Mann, der wegen Aufruhr und Mord ist im Gefängnis gehockt. Jesus hat er aber übergeben, dass sie mit ihm machen können, was sie wollen. Und als Jesus ist abgeführt worden, für hingerichtet zu werden, ist dort der Mann von Kyrene, er hat Simon geheissen, vom Land her dazugestossen. Sodass er ihn gepackt und haben ihm das Kreuz aufgelegt und ihn gezwungen, dass Jesus hinten nachher zu schleifen. Zwei andere Männer, beide waren Verbrecher, sind auch abgeführt worden, um mit Jesus hingerichtet zu werden. Und als sie an den Platz kamen, wo Schädel heisst, haben sie Jesus ans Kreuz genagelt. Die zwei Verbrecher haben sie auch gekreuzigt, einer rechts und der andere links von Jesus. Und Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Und sie wissen nicht, was sie machen. Derweil haben die Soldaten mit Würfeln und Kleidern von Jesus gespielt. Die Leute haben alle zugeschaut und die Anführer haben gerufen, haben gespottet. Der hat doch anderen geholfen. Jetzt soll er sich selber helfen, wenn er wirklich der von Gott versprochene Messias ist. Auch die Soldaten haben Jesus ausgespottet und sie haben ihm Weinessig zum Trinken gegeben. Und er hat gesagt, hilf dir doch selber, wenn du der König der Juden bist. Weil es ist nämlich ein Schild über ihn gehangen, das heisst, das ist der König der Juden. Wo einer der Verbrecher hat Jesus herausgefordert und gesagt, du bist doch der Messias, gell? Dann beweis es, indem du selber hilfst. Und wieso gerade, wenn du schon gerade dran bist. Aber der andere hat protestiert und gesagt, hast du eigentlich nicht einmal Respekt vor Gott, wenn du selber zum Tod verurteilt bist worden? Der Mann hat nichts Falsches gemacht, aber wir haben unseren Tod verdient wegen unseren Verbrechen. Und dann hat er weiter zum Jesus gesagt, Herr, denk doch an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und Jesus hat gesagt, ich verspreche dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es eine Mittagszeit und plötzlich ist es im ganzen Land stockdunkel geworden. Das ist bis um 3 Uhr angedauert. Das Licht der Sonne war einfach verschwunden. Und plötzlich ist im Allerheiligsten im Tempel der Vorhang der Mitte entlang abeinander gerissen. Und in diesem Moment hat Jesus laut aufgerufen und gesagt, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten ist er gestorben. Oder der befehlshabende Offizier hat gesehen, was passiert ist. Er hat Gott geglaubt und gesagt, tatsächlich, der Mann war unschuldig. Wo alle Zuschauer haben gesehen, was passiert ist, sie sind tief betroffen wieder heimgegangen. Aber Freunde von Jesus, inklusive dieser Frauen, die schon Galiläa und sie mit ihm unterwegs waren, haben alles von einer Distanz her beobachtet. Der war da ein guter und gerechter Mann. Er hat Josef geheissen. Er war Teil vom Sanhedrin, dem höchsten jüdischen Rat. Aber er war mit den Entscheidungen oder Taten der anderen religiösen Leiter überhaupt nicht einverstanden. Er ist von Arimathäa in Judäa gekommen und hat schon lange darauf gelangt, dass Gottes Reich kommen. Er ist zum Pilatus gegangen und hat noch einen Leichnam von Jesus gebeten. Er hat die Leiche vom Kreuz oben runtergenommen, sie in ein langes Lindtuch hineingewickelt und in ein Grab hineingelegt, das gerade frisch aus Felsen rausgemesselt war. Das alles ist am späten Freitagnachmittag passiert, am Vorbereitungsabend zum Sabbat, der hier angefangen hat. Wo die Frauen von Galiläa, wo der Leichnam von Jesus ist weggeführt wurde, die Frauen von Galiläa, sie sind hinten nachgegangen und sie haben gesehen, in welches Grab er ist hineingelegt wurde. Sie sind schnell wieder heimgegangen, haben Kräuter und Öl vorbereitet, für das sie ihn salben können. Aber als sie fertig waren mit den Vorbereitungen, ist der Sabbat schon angefangen und sie mussten ausruhen, wie das Gesetz hat vorgeschrieben hat. Aber ganz früh, am Sonntagmorgen, sie sind schnell zum Grab gegangen und sie haben Kräuter mitgenommen, die sie vorbereitet hatten. Und dann haben sie gesehen, der Stein vom Eingang war weggerollt. Sie sind reinschauen und haben den Leichnam von Jesus nie gefunden. Und sie ganz verdutzt sind angestanden, sind ihnen plötzlich
2 Männer in grell leuchtenden Kleidern erschienen. Die Frauen sind mega erklüpft und haben ihr Gesicht den Boden gebeugt. Und die Männer haben zu ihnen gesagt, was sucht ihr einen, der lebt? Bei den Toten. Er ist nicht da, er ist von den Toten auferstanden. Denkt daran, was er schon zu Galiläa hat erzählt hat, dass der Menschensohn in die Hände der ungerechten Menschen muss ausgehändigt werden. Dass er getötet wird, aber am 3. Tag wieder wird auferstehen. Und das war die bei ihnen, um alles zu erzählen. Das war Maria Magdalena, Johanna, Maria, Mutter von Jakobus und noch viele andere Frauen, die den 11 Aposteln alles genau erklärt haben. Aber für die hat die Geschichte, wie gross es austönt, und so haben sie ihnen nichts geglaubt. Der Petrus allerdings ist aufgesprungen und schnell zum Grab gesäckelt, zum schauen. Er hat wirklich hineingeschaut und hat die leeren Lindtücher gesehen. Dann ist er wieder heimgegangen und hat darüber nachgedacht, was alles genau passiert ist. Am gleichen Tag sind 2 Jünger von Jesus auf Emmaus gegangen. Emmaus ist etwa 10-11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs haben sie über all das geredet, was in den letzten Tagen passiert ist. So mitten im Reden und Diskutieren ist plötzlich Jesus selber zu ihnen gestossen und ist mit ihnen gelaufen. Aber es war, wie Gott die Augen verdeckt hat, so haben sie ihn nicht erkannt. Jesus hat gefragt, was diskutiert ihr so intensiv auf eurem Weg? Das sind sie bleiben stehen. Tiefe Trauer war in ihr Gesicht geschrieben. Dann hat der eine geantwortet, der Kleopas geheissen. Du musst auch der einzige Mann sein in ganz Jerusalem, der nicht gehört hat, was passiert ist in den letzten Tagen. Was denn? Hat Jesus gesagt. Das wegen Jesus von Nazareth. Er ist ein mächtiger Prophet, der krasse Wunder hat. Er ist auch ein genialer Lehrer in den Augen von Gott und den Menschen. Aber dann haben unsere führenden Priester und andere religiöse Leiter den Römer ausgehändigt und zum Tod verurteilen. Sie haben gekreuzigt. Und wir haben doch gehofft, er sei der Messias, der Israel befreien würde. Das alles ist vor 3 Tagen passiert. Und er ist heute Morgen früh, sind ein paar Frauen von unserer Gruppe, von seinen Jüngern, zum Grab gegangen und sie sind mit diesem unglaublichen Bericht zurückgekommen. Sie haben gesagt, die Leiche von Jesus sei verschwunden oder es sind ihnen Engel erschienen, die gesagt haben, er lebe. Hat Jesus zu ihnen gesagt, die sind schon unglaublich schwer von Begriff. Ist es denn so schwierig, all das zu glauben, was Propheten festgehalten haben? Ist es nicht so vorausgesagt worden, dass der Messias all das zuerst muss erleben, bevor er die Erde dafür bekommen kann? Und dann hat er die Schriften von Mose, der Propheten geführt und alles ganz genau erklärt, was über ihn drin geschrieben ist, wo sie in die Nähe von Emmaus kamen. Und damit das Ende von ihrer Reise hat Jesus so da, als würde er noch. Aber die 2 bitten, Herr, bleib doch über die Nacht bei uns, es wird ja schon dunkel. Und so ist Jesus zu ihnen heimgegangen. Und wo sie zum Essen hergehockt, hat er das Brot genommen, hat es gesegnet, abeinander gebrochen und gegeben. Und plötzlich sind die Augen aufgegangen und sie haben erkannt. Und just in dem Moment ist er vor ihren Augen verschwunden. Sie hat zueinander gesagt, haben nicht unsere Herzen gebrannt, dann unterwegs, als er mit uns geredet hat und uns die Schriften hat erklärt hat. Und noch in der gleichen Stunde sind sie zurück. Und die haben zu ihnen gesagt, es stimmt wirklich, der Herr ist auferstanden, er ist einem Petrus begegnet. Und jetzt haben die 2 ihre Geschichte erzählt und wie Jesus ihnen ist begegnet unterwegs und er die Schrift hat erklärt und wie sie ihn erkennt. Und das Brot hat gebrochen. Und als sie ihnen das erzählt haben, ist plötzlich Jesus selber mitten unter ihnen gestanden und hat gesagt, Shalom, Frieden ist mit euch. Und die ganze Gruppe ist mega erklüpft und hat einen Schiss gehabt, weil sie hat einen Geist gesehen. Aber Jesus hat gesagt, warum habt ihr so Angst? Warum zweifelt ihr so in eurem Herzen? Schaut meine Hände, meine Füße, dann könnt ihr doch sehen, dass es ich bin. Kommt, länger mich an. Und überzeugt mich, dass ich Geist bin, weil Geister hat keinen Körper, ich aber schon. Und wenn er das gesehen hat, dann hat er die Füße gezeigt. Aber auch völlig erstaunt, hat Jesus gesagt,
hat er etwas zu essen da. Da haben sie ihm ein Stück von einem gebratenen Fisch gegessen. Dann hat er gesagt, als ich da vorher bin, habe ich doch gesagt, dass sich alles, was in den Schriften von Mose, den Propheten und den Psalmen steht, muss erfüllen. Dann hat er so durch die Schriften geführt und alles ganz genau erklärt, dass sie sich verstehen können. Dann hat er gesagt, das stimmt schon, es war vor langer Zeit geschrieben, dass der Menschensohn muss leiden und sterben, aber dass er am 3. Tag wieder versteht. Es steht auch geschrieben, dass die gute Nachricht in der Autorität von seinem Namen in alle Nationen wird verkündet werden. Und zwar gestartet hier von Jerusalem. Und die gute Nachricht heisst, allen, die Buße tun, werden die Sünden vergeben. Und die sind Zeugen von diesen allen. Und jetzt will ich euch den Heiligen Geist schicken, wie das mein Vater hat versprochen hat. Aber ihr wartet einfach hier stark, bis der Heilige Geist kommt und euch mit der Kraft vom Himmel erfüllt. Später hat Jesus seine Jünger auf Bethanien geführt. Dort hat er die Hände in den Himmel verkehrt und er hat sie gesegnet. Und als er mitten am Segnen war, hat er sie plötzlich verlassen und ist in den Himmel hochgefahren. Die Jünger haben Jesus angebetet und sind nachher voll Freude wieder zurück auf Jerusalem gegangen. Und dann haben sie all ihre Zeit im Tempel verbracht und sie haben Gott gelobt.